Das ist der erste Tag der Woche. Freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Mein heutiger Gast ist aktuell Maler, der Pedro Lenz. Grosser Schriftsteller, ein grosser Fußballfan und vor allem ein grosser Mensch mit 2,2 Meter. Danke, wie das gekommen bist. Ja. Zumindest in der EM. Natürlich besonders spannend. Pedro, wer bist du? Ja, eben, wie du gesagt hast, bin ich ein Fußballfan. Ich bin von Beruf Schriftsteller, ich bin ein Oldner. Und, ein Oldner? Jetzt, ja. Eben, früher in Langenthal. In Langenthal aufgewachsen. Und, hast du dann in die Großstadt Olten gewechselt? Ganz genau. Aha, so. Aber eigentlich ein Weltbürger. Ein Weltbürger. Über das wollen wir reden. Fußballerisch, hast du je Ambitionen gehabt? Als kleiner Bub habe ich einfach ganz viel geschuttet. Aber bei uns war es halt so, in der Familie hat es geheissen, du gehst in die Leichtathletik, Fußball ist gefährlich und so. Also wenn man schaut, wie du da spielst, dann würde man sagen, gewisse Anlagen sind da. Ganz Champions League-mässig ist es nicht. Ja, man muss natürlich die Generation berücksichtigen. Also so, ich bin so an die Egli-Generation. Dann war man noch ein bisschen hüftsteifer. Da meinst du, er war auch nicht besser. Nein, er war athletischer. Aber gut, der Ramon Vega. Also, aber wenn man jetzt könnte wählen, wenn du könntest wählen, zwischen der Schweizer Fußballnationalmannschaft oder dem Nobelpreis in der Literatur, was würdest du nehmen? Ich würde schon den Nobelpreis nehmen. Der Vorteil, den wir Schriftsteller haben, wir können bis hinten raus arbeiten. Ja. Die Schüttler sind mit 30 fertig oder 35. Okay. Also machen wir zuerst eine kurze Analyse von dir als Kenner Schweiz-Albanien. Ist das schon das Beste, was die Schweizer bieten können? Ich hoffe es nicht. Nach einem so einem 1-0 habe ich erwartet, dass sie weiter Druck machen. Und dann haben sie das Heft aus der Hand gegeben. Das ist ein bisschen arrogant. Aber was ist denn eigentlich passiert? Da haben wir Spieler wie Rodriguez oder auch Lichtsteiner oder auch Chaka, die in einem Club absolute Führungsspieler sind. Ja. Die hat man überhaupt nicht gesehen. Man hat das Gefühl, die haben sich versteckt. Was passiert? Und das ist nicht zum ersten Mal passiert. Was ist eigentlich los in dieser Nationalmannschaft? Ich verstehe es nicht ganz. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der die bashen. Die nehmen immer noch ein bisschen Schutz. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob sie ein bisschen arrogant sind worden. Ob man in Turin bei Juventus ein bisschen arrogant wird, ich weiß es nicht. Oder ist es einfach wichtiger, dass man dort performt? Oder wenn man schon in Turin ist, wenn man schon bei Juventus ist, muss man sich gar nicht mehr so besonders Mühe geben an einer Europameisterschaft. Oder ein Chaco, der jetzt bei Arsenal ist. Könnte noch sein, dass das mit dem auch etwas zu tun hat. Gut, der Chaka ist, glaube ich, einfach, der ist von den Medien so unter Druck gesetzt worden, wegen dem Bruderduell und so. Ja. Der kommt schon noch. Aber ich meine, ist das so wichtig? Kann man das bringen? Man wäre doch eher eigentlich noch zusätzliche Motivation. Da liegt man doch nicht einfach zurück. Ja, ich manchmal habe ich gegen meine Brüder geschootet. Irgendwie hatte ich ein Problem mit dem. Ja. Aber jetzt haben wir ja einen Trainer, den Petkovic. Er ist stark in der Kritik. Wenn jetzt die Nationalmannschaft irgendwie lost, relativ schnell. Was meinst du, wird dann die Kritik sehr hart sein gegen ihn auch? Ich glaube, die wird riesig sein. Ich lese die Foren-Kommentare, das geht zum Teil ins Rassistische. Eben, also das ist ja eigentlich beim Hitzfeld nicht passiert. Und jetzt haben wir im Vorfeld die Diskussion vom Lichtsteiner, einem neuen Captain, der gesagt hat, in dieser Mannschaft gibt es die richtigen Schweizer und die anderen Schweizer. Wie ist es bei dir angekommen? Finde ich fürchterlich. Stell dir mal vor, du wärst Vater, hast 3 Kinder und eins davon adoptiert und würdest immer unterscheiden. Und das ist die richtigen Kinder, die adoptiert. Das geht doch nicht. Das ist von mir aus gesehen Schweinerei. Aber gleich, wir haben irgendein Bild vom Spiel, und zwar bei der Nationalhymne, wo das vielleicht, das könnte das Thema sein, die Schweizer Nationalhymne wie gespielt. Und man sieht jetzt die, wo der Lichtsteiner sagt, das sagen eben die anderen Schweizer. Ja. Es sind total 8. Von 11, die da stehen, oder? Und jetzt kommt da noch Berami und dann kommt noch der Chaka. Und dann kommen 3, die singen. Der Scher, der Sommer und der Lichtsteiner. Lächerlich. Lächerlich. Schau jetzt, ich schaue seit 15 Fußball. Ja. Hat irgendeiner die Hymne gesungen? Der Heinz Hermann, Rekordnationalspieler, 117 Mal die Hymne nicht gesungen. Ja, klar. Kein Mensch hat etwas aber eben, bei ihm war irgendwie nicht im Verdacht, dass er eventuell nicht 100%. Nein, aber stell dir vor, ich bin Schweizer seit Geburt. Und ich liebe das Land. Und ich würde doch nie eine Hymne singen. Kannst du überhaupt? Ja, ich weiß den Text schon. Aber zeig ihn mal. Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du hoch erhabener Heiliger. Aber was ist... Nein, jetzt nur zum Sagen, was ist gemeint? Die meisten Leute auf der Straße, die fragst, die wissen nicht, was gemeint ist. Aber bist du ein richtiger Schweizer? Du bist ja eine halbe Sekunde, oder? Ja. Deine Schwester heißt Maria Mercedes, die Carlos, du Pedro. Ja, klar. Und als was fühlst du dich?
Ich fühle mich schon als Schweizer. Ich meine, ich bin hier in der Schule, ich schreibe von dem, was mich umgeht. Ja. Eben, wie gesagt, ich fühle mich als Weltbürger, aber Nationalität 100% Schweizer. Und ich habe das Land gern. Und ich mache, glaube ich, mehr für das Land als manche von diesen Dummschwätzer, die sagen, alle müssen die Hymne singen. Ja, genau. Aber hast du das Gefühl, die Diskussion in dieser Situation, wo wir jetzt sind, auch politisch, dass die schädlich ist und eben vor allem, dass sie noch giftiger werden können, wenn die Schweizer einfach da ausscheiden? Habe ich das Gefühl. Und das macht mir manchmal ein bisschen Kummer, ehrlich gesagt. Ja. Also, dein Kollege Bühne Huber hat ja über den Fußball gesagt, das sagen alles Pussys, das sagen irgendwelche Hänger, die da mit ihren tätowierten Armen immer im Strafraum zusammengehen und irgendwie simulieren. Und im Eishockey sagen die richtigen Mann. Wie ist das bei dir angekommen? Den Auftritt habe ich Rock'n'Roll gefunden. Was heisst das? Ein guter Flow in der Sprache. Es ist, normalerweise im Sportfernsehen hast du nie so Zeug. Das ist alles so eingemietet. Und er hat ein bisschen Kontenance verloren. Und ich konnte ihn für das umarmen. Endlich einmal in einer Sportsendung ein bisschen so. Gut, und aber jetzt inhaltlich muss ich sagen, der Bühne hat ein bisschen recht. Aber er meint natürlich das, was er im Fernsehen sieht. Fußball an der Spitze. Ja. Fußball ist viel grösser als das. Ich gehe Erstliga schauen. Und dort haben sie keine Tätowierung oder wenig, lassen sich nicht fallen. Bei den Frauen siehst du es auch nicht. Aber spielen die nicht einen relativ harten, körperlich betonten Fußball? Also in dem ersten Spiel, das man gesehen hat, an dieser EM, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwelche Pussys da auf dem Platz der Bühne hat übertrieben, völlig klar. Aber es gibt es natürlich manchmal. Liegt es ein bisschen daran, dass in Bern einfach der Eishockey Nummer 1 ist. Und IB-Fans, die sind einfach Nummer 2. Das ist ein bisschen unser Problem. Ja. Die Eishockeyler in den letzten Jahren mehr Titel geholt. Und es hat eine alte Tradition, dass sich das Publikum ein bisschen aufspaltet. Normalerweise ist einer nicht beides Fan. Und du bist nur Fußball? Ich gehe manchmal an Eishockey-Match. Ich tue es nicht ablehnen, aber ich habe nicht das Feuer für das Eishockey. Dein Vater war ja Direktor von der Porzellanfabrik Langenthal. Ja. Also gut bürgerliches Milieu. Dann hast du eine Maurerlehre gemacht. Und anschliessend noch jahrelang als Maurer geschafft. Ist das ein Protest gegen deinen Vater? Das war eine kleine Rebellion. Ja, nicht nur eine kleine? Eine grosse? Ich habe 7 Jahre an dieser Rebellion gearbeitet. Aber hart gearbeitet? Dann habe ich es gut abgelegt, weil ich habe dann nachher andere Sachen gemacht. Und das ist nicht... Es ist ja nicht nur eine Rebellion, es ist auch ein Teil des Lebens. Oder? Es ist nicht wie einer, der sagt, ich gehe mal auf Indien 3 Monate und lasse die Haare wachsen, sondern das heisst 7 Jahre jeden Morgen aufstehen. Genau, relativ früh. Du hast vor allem mit Secondos zusammengearbeitet und mit Ausländern. Hat die Zeit, die Erfahrung eigentlich dich geprägt, auch dein Bewusstsein? Unbedingt. Dort habe ich gesehen, dass man nicht von der Nationalität ausgehen, ob einer gut oder schlecht ist, oder gut arbeitet oder fleissig ist. Und all die Klischees, die wir haben. Es gibt super Typen, die Schweizer sind, aber es gibt auch super Typen, die nicht Schweizer sind. Genau, du hast einmal gesagt, ich bin näher am Volk als mancher SVPler. Was meinst du damit? Ja, ich fahre in 2. Klasse, ich lasse mich von den Leuten anhauen. Ich bin die ganze Zeit auf der Straße, in den Beizen, an den Fußballmatchen. Ja, ich weiss, manchen SVPler, der irgendwo am Zürichsee neu wohnt und mit der Limousine rumgefahren wird, der kommt nicht so in die Leute. Einer ist vielleicht einmal bis Gütli zum Morgen. Aber eben, du bist ja viel in der Beiz, dort hört man auch viel SVP-Slogans und so. Wie gehst du mit dem um? Diskutierst du dann viel? Sehr. Ja? Sehr. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt das nicht, um dir etwas zu heucheln, aber wenn einer ausruft und sagt, die Sendung von Schawinski, für das muss ich Beilaggebühren zahlen, dann sage ich, nein, das zahle ich nicht. Du kannst für Francine Jordi zahlen. Jeder zahlt. Das ist das Solidaritätsprinzip. Ehrlich? Das habe ich auch schon gesagt. Hey, hallo! Pedro, nein, von Idee her. Ja, klar. Ich probiere zu erklären, was ein Solidaritätsprinzip ist. Und dort stört mich viel in der Beiz. Und manchmal hören sie und manchmal nicht. Du hast einen anderen Satz noch gesagt, in die Richtung, die SVP hat der Schweiz das Schweizerische weggenommen. Das ist ein harter Satz. Was meinst du damit? Ich meine, dass wir eine Tradition haben, wo man respektvoll miteinander diskutiert und der politische Gegner nicht schlecht macht und wo man nicht mit Stiefelplakat kommt und wo man einfach einen Dialog hat. Und das ist eine alte Tradition, miteinander Lösungen suchen. Und dort habe ich das Gefühl... Du hast dich ja ziemlich klar ausgedrückt, dass man Flüchtlinge aufnehmen sollte, 50'000 im heutigen Klima. Wie ist das angekommen bei den Leuten, die du dort triffst? Ja, schlimm. Schlimm, ja, da kommst du Briefe über, was wieder alles Mögliche sagen. Ja. Aber es sind halt zum Teil auch böse Menschen oder frustrierte Menschen. Ja. Und dann sagen sie, ja, nimm doch hier 5 auf. Dann sage ich, ich nehme schon 5 auf, wenn es muss sein. Ja. Aber lieber würde ich 5 bei mir in der Stube aufnehmen, als sehen, wie 5 irgendwo verelenden. Und dann gibt es da Reaktionen?
Ja, ich habe natürlich nicht gute Antworten auf anonyme Briefe. Aha, gut, da kommst du viel über. Du hast ja dann die Matura gemacht auf dem zweiten Bildungsweg. Ein Kompliment. Hast dich dann also, weil das ist hart, ich weiss, ich habe das auch gemacht. Ja, ist auch ein bisschen krank. Genau. Ja. Und dann hast du dich für Theologie interessiert und hast eigentlich Pfarrer werden. Aber du bist daran gescheitert am Zölibat. Also wenn es das Zölibat nicht mehr geben würde, wärst du heute Pfarrer? Dann wäre ich vielleicht heute ein Schriftsteller, der mal Pfarrer war. Ich weiss es nicht. Nein, mich interessiert halt so ein bisschen, woher kommen wir, woher gehen wir, oder, als Thema. Aber das pfarreiliche Leben, das hat mich auch nicht, hat mich nicht voll erfüllt. Du sagst, du triffst eigentlich nur auf die Losers, auf die Schwachen, auf Verlierer. Gewinner triffst du nicht. Und hast Folgendes mal gesagt. Ja, hallo. Ich bin ein Pessimist, weil mir Optimisten zuweilen Angst machen. Die Optimisten, die das Gefühl haben, man könne alles verändern. Und ich sage damit Peter Bixel, Optimisten haben die Welt ruiniert. Alle, die die Welt ruiniert haben, waren Optimisten. Nein, das kannst du doch nicht sagen. Die haben doch die Welt verändert. Die haben Visionen, die bringen neue Sachen in. Ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor Visionären, muss ich jetzt ehrlich sagen. Weil ich habe das Gefühl, wenn man jetzt, ich sage es jetzt gerade ein bisschen massiv, da die grossen Visionäre, Revolutionäre, Stalin oder das waren Optimisten, die haben gesagt, wir können alles verändern. Aber es gibt auch solche Leute, die noch Erfindungen machen, die die Menschheit mit Sachen... Ja, aber das sind häufig wahrscheinlich Skeptiker, die sagen, ich probiere es mal, aber es kann auch nicht. Ich sage nicht, man muss ein Defetist sein oder ein Zyniker, sondern einfach skeptisch bleiben. Aber als Pessimist kann man doch nicht Schweizer Meister werden im Fußball. Da bist du ja bei IB am richtigen Ort. Ja. Im Beirat. Dann kannst du es richtig ausleben. Aber ihr seid immer Losers. Und dann hast du das Gefühl richtig gut. Nein, überleg mal, es kann von 10 kann immer nur einer Meister werden. Es gibt in der Schweiz manchen Club, der schon lange nicht Meister ist geworden. Eigentlich kann nur Basel von sich in Anspruch nehmen, dass sie Meister werden. Ja, jetzt... Der Kuno Launer hat mal gesagt, der zweite Platz ist saubere Bütze. Für das ist er wahnsinnig kritisiert worden. Ja, ich bin eben nicht so amerikanisch im Sinn, dass ich sage, man kann alles erreichen mit Optimismus. Nicht, aber das gehört dazu. Ohne Optimismus kann man es eben gar nicht erreichen. Nein, ich würde sagen, Lebensbejahung. Ja, Optimismus bin ich skeptisch. Du bist überhaupt ein skeptischer Mensch. Das zieht sich durch bei diesen Figuren, die du in deinen Werken hast. Vor allem mit dem berühmtesten, der Goli bin ich. Das ist ein Erfolg, ein grosser Erfolg als Buch. Und noch ein grösserer Erfolg kann man fast sagen, als Film mit vielen Preisen. Schauen wir uns doch einen Ausschnitt daraus an. Weißt du, was ein Sündenbock ist? Ja, klar. Das ist der, der gerne allem schuld ist. Aber eigentlich ist er unschuldig. Die Leute haben ihm einfach den ganzen Grümpel, der so belastet hat, aufgeladen und ihn raus in die Wüste gejagt. In der Wüste hat er nichts zu saufen gefunden und ist verdurstet. Die Leute haben Freude gehabt, haben gerufen, «Bravo, bravo, Sündenbock! Endlich sind wir befreit! Merci vielmals!» Etwa so war es bei mir. Nur hat niemand «Bravo» gerufen und keiner hat «Merci» gesagt. Genau, also der sympathische Loser, das ist der Typ. Und das Buch ist ja erstaunlicherweise ins Lettische, ins Ungarische, ins Französische, Englische, Italienische, bald auch ins Russische, sogar ins Hochdeutsche übersetzt worden. Genau, ja. Aber nicht ins Spanische. Ja, wir hatten eine wunderbare Übersetzung in Argentinisch, Spanisch, wo auch so ein bisschen Mündlichkeit. Super Übersetzer, aber wir haben keinen Verlag gefunden. Nein. Argentinien in der Krise. Fußball in Argentinien ist doch ganz wichtig, oder? Ja, und auch so Figuren. Ja. Aber ich habe eben das Gefühl, die Verlierer sind ganz interessante Figuren. Literarisch und auch menschlich. Ja, klar. Aber eben, das wäre irgendwie... Also wenn jetzt jemand die Sendung schaut und einen spanischen Verlag hat, genau. Du schreibst ja Berndeutsch, was ja sehr speziell ist. Gleichzeitig sagst du aber, Swissness ist grässlich. Genau. Dabei ist doch Berndeutsch mehr Swissness als irgendetwas anderes. Nein, aber das muss ich dir jetzt genau erklären. Swissness ist eine Verkitschung von der Realität, eine Veränderung. Und die Mundart, die ich schreibe, ist einfach die ganz normale Alltagssprache. Ich mache das Gleiche, wie der Hemingway hat gemacht, der Garcia Marquez hat gemacht. Nämlich einfach die Leute so reden, wie sie reden, wenn sie leben, wie ich sie jeden Tag höre. Und ich tue nicht mit der Mundart irgendwie spezielle Dinge an. Ja, wohl die Mentalität, die Bescheidenheit, die Zurückhaltung, sogar die Minderwertigkeitskomplex. Das ist die Psychologie von der Schweiz, ja. Genau, aber du sagst ja, wir haben ja Minderwertigkeitskomplex, weil wir nicht so Hochdeutsch können.
Ich meine nicht Swissness, wenn man sagt, wenn man einem Ausländer erklärt, weißt, bei uns ist Kochikästchen wichtig und Hornhaus ist gar nicht wahr. Hornhaus ist ein Randsportart. Kochikästchen sagt kein Mensch mehr heute, wo man die Anthrazit macht. Gut, aber trotzdem. Ich meine, du hast einen ganz speziellen Weg gemacht und hast unglaublich viel Erfolg als Schriftsteller, aber sagst, du kannst gar nicht davon leben und musst jetzt 200 Mal, 200 Übungen im Jahr in der Schweiz rumtingeln, irgendwo in der Provinz raus, um deine Bücher ein bisschen besser zu verkaufen und dich zu präsentieren. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Aber du musst aufpassen wegen Provinz. Weißt, ich gehe natürlich sehr, sehr gerne irgendwo auf Uznach oder was weiß ich, in ein Kellertheater. Das mache ich sehr gerne. Ich bin auch schon in Berlin und in Zürich. Ich habe keine Berührungsängste. Für mich ist alles ein bisschen das Gleiche. Und der Zuschauer, der kommt, hat genau eine gleich gute Lesung verdient, sei es in Zürich oder in Trubschachen. Aber was ist das für ein Leben, wenn man einfach ununterbrochen unterwegs ist? Ja, das stimmt schon. Aber das ist... Du könntest ja auch keine richtige Beziehung oder keine Familie schon gar nicht. Ja, da gibt es andere, die sind mehr unterwegs. Aber ich habe halt, für mich ist beim Schreiben ist einschnaufen, ausschnaufen. Einschnaufen ist daheim sein, still im Kämmerchen und ausschnaufen ist unter. Aber ich habe gehört, du hast viele kosovarische Freundinnen gehabt. Ja, dass mir eben so Zeug passiert. Manchmal, ich war hier im kosovarischen Frühstücksfernsehen, ich hatte kein Wort Albanisch. Ja. Da haben wir einen Knopf und einen englischen Übersetzer. Ich musste auf Englisch reden. Da habe ich gesagt, I have a very good relationship to Kosovarian people in Switzerland. Also ich habe eine gute Beziehung. Nachher hat der offenbar, haben sie mir nachher gesagt, der Übersetzer von meinem Englisch, hat den Sender rein übersetzt. Ich habe schon viel mit Kosovarinnen geschlafen. Ja. Ich hoffe, dass die dort in Kosovo, wäre das für sie eine Art Bestätigung, so ein toller Schweizer, der sich für ihre Frauen interessiert. Ja, ich weiss nicht, wie das ist ausgekommen. Das hat mich auch niemand abgeschlagen. Aber das hat man halt nicht immer im Leben alles unter Kontrolle. Stimmt es denn überhaupt? Nein, weißt, man hat im Leben nicht immer alles unter Kontrolle. Ja. Oder? Also, du hast dich auch geäußert über die Medien. Und zwar ganz klar hast du Kritik gemacht an den Medien, wie sie sich entwickeln. Und vor kurzem auch noch im Medienclub. Und das hat so ich bin halt immer wieder wahnsinnig erstaunt, wie viele Leute das Gefühl haben, ihre Meinung sei relevant. Also, mir hat man daheim noch gesagt, zu dem musst du jetzt hier nichts sagen. Das ist jetzt nicht die Entscheidung. Wenn jetzt, nehmen wir jetzt einen an, irgendwo in Amerika gibt es einen Drogentoten. Wieso muss einer von Oerlikon nachher schreiben, hey, hättest du gescheiter ein bisschen besser zu dir geschaut? Oder du bist nicht relevant, oder? Wer ist denn relevant? Bist du relevant? Bin ich relevant? Nein. Zu was können wir uns äußern? Zu was können wir uns nicht äußern? Ich sage, jeder dort, wo er seine Kompetenzen hat. Und nachher und auch mal fragend. Ja, das muss man selber ein bisschen spüren. Aber weißt, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal an, es wird das und das politisch entschieden, dann muss ich mich zuerst einlesen und ein bisschen alle Aspekte anschauen und nicht einfach etwas wettern und sagen, sollen doch die das oder... Man muss ein bisschen ein Gespür bekommen. Sagen darf man schon alles. Aber weißt, das wollen erscheinen, ein Twitter rauslassen. Nehmen wir jetzt an, der Muhammad Ali stirbt, oder? Wieso muss jetzt der Seppli von Hingerau ein Ding schreiben und sagen, Muhammad Ali war ein ganz grosser und das in die Welt raus twittern? Das wissen wir auch nicht. Das ist die heutige Zeit. Aber du sagst ja vor allem gratis, Zeitungen machen uns immer dümmer. Aber auf was du dich jetzt ja beziehst, sind eigentlich die Online-Portale, die Kommentarspalten, wo sich ein gewisses Volk, gewisse Leute dort ausbreiten und ihre Sachen und auch ihre Sprache dort los. Was ich eben das Gefühl habe, die Problematik ist, man gibt ihnen irgendwo das Gefühl, hey, du kannst die ganze Welt mit deinen Meinungen beglücken. Und dann ist es in der Realität nicht so. Ja. Es gibt wie eine Wahrnehmungsverschiebung. Aber meinst du dann, man sollte die Kommentarspalten irgendwie aufhören? Dass das eine Pseudo-Demokratisierung ist, die uns irgendwie in die falsche Richtung führt? Oder man sollte das redigieren und ab und zu darf einer mal einen Leserbrief schreiben, aber nicht alle 5 Minuten einen Kommentar zu allem, was passiert. Nehmen wir jetzt gestern schon zu Orlando die furchtbare Schiesserei. Ja, dann muss ich doch nicht 10 Minuten später mein Senf dazu. Zuerst muss ich mal demütig sein, dass überhaupt hören, was passiert ist. Und nachher ein bisschen überlegen. Und dann auch überlegen, braucht jetzt mein Senf auch noch? Das hat Kommentatoren. So. Sag mal, Pedro, hast du einen Minderwertigkeitskomplex als Oldner? Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, du hast das. Und du bist nicht der Einzige. Da sehe ich doch ein Plakat. Zürich schnurrt, Olten schreit. Mit dem machen die Werbung für Olten. Und du bist da dabei mit der Franz Holler, der schon seit fast 100 Jahren in Zürich lebt. Und dann da der Alex Gappi und so. Da sind wir also das Dritte. Was ist dir denn da eingefallen? Also, ich will jetzt nicht zu gross darauf eingehen. Einfach nur ganz kurz. Nein, weil ich habe darum
das ist jetzt kein Witz. Ich habe darum nicht gewusst, dass es von diesem Weltplakat gibt. Und diesen Spruch habe ich das erste Mal gesehen, als er schon zu Zürich im Bahnhof ist gegangen. Ich selber bin ein grosser Freund von Zürich. Eben, aber das ist doch provinziell. Das ist provinziell. Und wenn man denkt, Zürich hat auch noch ein paar Leute, die etwas haben können schreiben, der Max Frisch, der Adolf Musch, der Martin Suter. Und so noch 3, 4, ja. Genau. Nein, natürlich ist es provinziell, aber ich finde darum jeden Witz über Kantone provinziell, also die Kantonsklischee, das langweilt mich nur. Genau, aber es ist einfach so ein bisschen, der Anti-Zürich-Reflex wird da ein bisschen bespielt. Ganz und so. Genau. Und das ist doch eigentlich wirklich provinziell. Das ist provinziell, genau, muss ich dir recht geben, Roger. Aber ich habe das Gefühl, jetzt komme ich mit dem gleichen Retourkutsche, dass ihr Solothurner, also die Olten und die von Solothurn, immer in der Beiz hocken. Das ist das Image, das ihr habt. Der Peter Birsli hat das kultiviert. Du hast noch gar eine Beiz, zusammen mit dem Alex Gapi und dem Werner Döschepper. Und dort leben die, wo ja eigentlich eben der Stammtisch ist ein bisschen antiquiert, aber dort 1 Gläschen, 2 Gläschen, 3 Gläschen, dort kommen wir in Form. Wir kommen gar nicht dazu, die 3 Gläschen zu nehmen, weil wir sind ja ständig am Arbeiten. Wir arbeiten ja. Du hast ja vorhin selber gesagt, ich gehe 200 Mal auf. Da kommst du am Abend heim. Ja, aber der spät schon zu, wenn ich heimkomme. Dann muss ich am Morgen wieder auf, früh arbeiten. Nein, wir kommen nicht dazu. Aber grundsätzlich ist natürlich die Beiz ein Ort der Demokratie. Ich sage auch den Jungen, wenn sie nicht wissen, was ein Beiz ist, dann sage ich, das ist zusammenhocken und sich austauschen. Das Gleiche, was ihr macht auf diesen WhatsApp. Aber einfach ohne elektrisch. Aber hat sich die Stimmung in der Beiz geändert jetzt? Also auch politische Stimmung? Es hat sich in dem Sinn geändert, dass halt viele Leute gar nicht mit Beiz gehen. Jeder geht für sich Fernsehen schauen. Wären sie in der Beiz, wären die Menschen ein bisschen näher beieinander. Bist du Fan von Spanien, wenn es um Fußball geht? Unbedingt. Ja. Haben heute gewonnen, knapp gewonnen. Hat dich beruhigt. Kurz vor Schluss, der Herr Piqué hat sie noch reingehängt, oder? Ich muss sagen, das Schöne am spanischen Fußball, man muss es gerne haben, oder nicht? Es entspricht ein bisschen der Südländerart. Ja, aber es ist nicht so zielstrebig, habe ich das Gefühl. Ja, eben, die Südländer sind ja nicht super zielstrebig, aber es hat etwas wie ich sage jetzt einmal, etwas wie ein Ballettmässiges. Aber ist denn das, wenn es dann darauf ankommt, also es ist ja nicht so viel gewonnen in den letzten Jahren, ist denn das irgendwie ein Ziel für? Was meinst du, wer wird im Finale sein? Es ist poetischer, aber jetzt in den letzten Jahren haben sie 3-mal den Titel geholt. Hallo. Klar. Ja, also 2014 ist es dann nicht mehr ganz so gut. Nicht, aber jetzt können sie nicht wiederholen. Ich sage entweder sie oder Belgien. Ja, Belgien? Belgien, ja. Das ist auch so eine Multikulti-Truppe, aber die sind nicht so blöd wegen der Hymne wie wir. Ja. Okay. Also, und was... Jetzt kommt die heikelste Frage. Was passiert bei dir, wenn die Schweiz gegen Spanien spielt? Für wen bist du denn? Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich bin fast eher noch für die Schweizer, weil die Spieler näher sind. Weil ich weiss, im Kader hat es 2 von IB. Ja. Ah ja? Ja, der von Bergen und der Zakaria. Dort fühle ich mich dann gleich noch ein bisschen mehr an den Schweizer verbunden, weil ich das Gefühl habe, die sind mir noch ein bisschen näher physisch schon. Genau. Ja, aber ja, das haben wir ja im 2010. Genau. Ja, gell, wo die Schweiz dann gewonnen hat und die Spanier haben verloren und sind dann Weltmeister geworden. Also wenn ich die grossen FIFA-Skandal hatte, zuerst Blatter und Infantino, und du sagst, ein echter Fußballfan interessiert das eigentlich nicht, es geht an uns vorbei, Funktionäre interessiert das. Ist das nicht ein bisschen eine carte blanche für die Abzocker? Ja, das stimmt. Das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen vorsichtig gesagt. Aber unser Protest, den wir gegen das können machen, ist zum Beispiel, dass wir halt mehr Beachtung geben am Provinzfußball. Dass wir mehr die kleinen Matches aber trotzdem, wenn du das jetzt hörst, oder, wie da das Geld geflossen ist. Das tut mir weh. Ich finde das... Klar, er hat immer gesagt, jetzt der Alt-FIFA-Präsident Blatter hat immer gesagt, ja, wir haben viel gemacht für Afrika, für die Infrastruktur. Mir geht es um den Fußball. Und jetzt ist es mir aber auch noch anders gegangen. Ja, das ist wo du das gehört hast, wie viel er da bezogen hat. Er hat ja einen Bonus bekommen nach der WM 2010, 10 Millionen. Weißt du, was seine Leistung war, die er erbringen musste? Für die 10 Millionen? Ja, wahrscheinlich ein paar Krallen schütteln oder so. Nein, dass alle Spiele durchgeführt werden. Das ist seine Leistung. Ja, super. Nein, ich finde das so Zeug, aber wo du das gehört hast, Sepp Blatter, der so ein bisschen... Eben, man hat gesagt, er ist ein spezieller, aber der ist nicht korrupt. Das ist nicht einer, der sich abzockt etc. Das ist jetzt für mich ein gutes Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich gehe nicht mit dem ganzen Wolfsrudel heulen, der Blatter ist korrupt, wenn ich es nicht genau weiss. Aber ich lese Bücher und tue mich mit diesem Thema befassen. Jetzt weisst du es? Ich weiss es jetzt und ist aber nicht, ich sehe es nicht als meine Aufgabe dort. Also wenn alle das sagen, der ist so, dann sagst du das Gegenteil automatisch. Nein, ich bin nicht der Köppler.
Genau, Schweizer des Jahres. Nein, natürlich ist das eine riesige Schweinerei. Aber ich gehe nicht darüber schreiben im Detail, weil ich weiss, es hat Kollegen, die mehr und genauer wissen. Okay, haltest dich dort raus. Du hast ja mal gesagt, du willst so sterben wie dein Vater. Ganz, ganz langsam. Habe ich mal gesagt? Ja. Ja, sicher. Ja, das stimmt schon. Warum denn? Weil der langsame Tod ist etwas Natürliches. Es ist eine gute Chance zum Abschied nehmen. Und so die Vorstellung, die alle haben in meinem Alter, sagen, am liebsten einfach Herz, Barack und um. Erstens müssen wir ein bisschen demütig sein, wir können uns nicht wählen. Und zweitens hat Krankheit auch einen Wert. Und es gibt dem Zeit zum Bilanz ziehen, es gibt dem Zeit zum Abschied nehmen. Und Abschied nehmen ist etwas Schönes. Und das hast du machen? Ich konnte das mit beiden Eltern machen. Und du hoffst, dass das deine Liebe dann auch bei dir machen können? Hoffe ich sehr, Aber ja. Du hoffst auch, dass es vor allem nicht so bald passiert, oder? Ja, ich bin jetzt nicht todessehnsüchtig. Nein, lebst du eigentlich gesund? Ich lebe gesund vielleicht nicht, aber gern. Machst Sport? Ja, ich habe so einen Zähler im Handy. Ja. Und dort steht Schritte. Und ich muss also sagen, machst du 10'000 pro Tag? Ja, meine 10'000 und meine 20 Stockwerke. Oder ich nehme keine Lifte. Machst du? Ja, also gute Zahlen. Ja, ist gut, okay. Danke vielmals. Der Pedro, ganz ein spezieller Zeitgenosse. Wir werden sicher noch viel von dir hören. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit an diesem späten Montagabend. Morgen im Club geht es um Online-Zockerei. Und die Sendung gibt es heute wieder in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.